Deutsch A2 B1. Прокачай свой уровень немецкого языка. Ты собираешься учиться? Hast du die Absicht zu studieren? Hast du die Absicht zu studieren? Можешь вынуть книги из сумки? Kannst du die Bücher aus der Tasche nehmen? Kannst du die Bücher aus der Tasche nehmen? Лучше всего ты пойдешь к справке и спросишь там. Am besten du gehst zur Information und fragst da. Am besten du gehst zur Information und fragst da. Мы хотим что-то сделать на выходных. Wir möchten am Wochenende etwas unternehmen. Wir möchten am Wochenende etwas unternehmen. Дети должны хорошо вести себя на публике. Kinder sollen sich in der Öffentlichkeit gut benehmen. Kinder sollen sich in der Öffentlichkeit gut benehmen. Извините, пожалуйста, моя дочь сделала это ненамеренно. Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter hat das nicht mit Absicht gemacht. Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter hat das nicht mit Absicht gemacht. Он хочет начать новый проект. Er möchte ein neues Projekt vornehmen. Er möchte ein neues Projekt vornehmen. Наш поезд отправился вовремя. Unser Zug ist pünktlich abgefahren. Unser Zug ist pünktlich abgefahren. Я очень активен и много занимаюсь спортом. Ich bin sehr aktiv und mache viel Sport. Ich bin sehr aktiv und mache viel Sport. Мы собираемся совершить поездку на следующей неделе. Wir wollen nächste Woche eine Reise vornehmen. Wir wollen nächste Woche eine Reise vornehmen. Зимой многие люди полнеют. Im Winter nehmen viele Menschen zu. Im Winter nehmen viele Menschen zu. Я хочу участвовать в курсе. Ich möchte an einem Kurs teilnehmen. Ich möchte an
einem Kurs teilnehmen. Я принимаю предложение. Ich nehme den Vorschlag an. Ich nehme den Vorschlag an. Мой брат время от времени навещает нас. Mein Bruder besucht uns ab und zu. Mein Bruder besucht uns ab und zu. Поездка стоит от Гамбурга 200 евро. Die Fahrt kostet ab Hamburg 200 Euro. Die Fahrt kostet ab Hamburg 200 Euro. На этом участке поезд хорошая альтернатива самолету. Auf dieser Strecke ist der Zug eine gute Alternative zum Flugzeug. Auf dieser Strecke ist der Zug eine gute Alternative zum Flugzeug. Повседневная жизнь иногда скучна. Das alltägliche Leben ist manchmal langweilig. Das alltägliche Leben ist manchmal langweilig. Эмилия оказалась в очень похожей ситуации на мою. Emilia ist in einer ganz ähnlichen Situation wie ich. Emilia ist in einer ganz ähnlichen Situation wie ich. Могу ли я вам помочь? Спасибо, я справлюсь сам. Soll ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon allein. Soll ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon allein. Защита окружающей среды – актуальная тема. Umweltschutz ist ein aktuelles Thema. Umweltschutz ist ein aktuelles Thema. Мы примерно одного возраста. Wir sind etwa im gleichen Alter. Wir sind etwa im gleichen Alter. Общеизвестно, что здесь вкусно можно поесть. Es ist allgemein bekannt, dass man hier gut essen kann. Es ist allgemein bekannt, dass man hier gut essen kann. Мы с удовольствием принимаем предложение. Wir nehmen das Angebot gerne an. Wir nehmen das Angebot gerne an.
Бабушка и дедушка наших соседей в доме престарелых. Die Großeltern unserer Nachbarn sind im Altersheim. Die Großeltern unserer Nachbarn sind im Altersheim. Я бы хотел подписаться на этот журнал. Diese Zeitschrift würde ich gerne abonnieren. Diese Zeitschrift würde ich gerne abonnieren. Он списал у меня домашнее задание. Hat die Hausaufgaben von mir abgeschrieben. Hat die Hausaufgaben von mir abgeschrieben. Он писал ежедневно 50 электронных писем. Hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat Golf gespielt. Am Wochenende hat Golf gespielt. 5 мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat viel Wein getrunken. In Spanien hat viel Wein getrunken. Карл посетил музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht.
Там он встретил Антонию. Dort hat Antonia getroffen. Dort hat Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr.
Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10-го этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. Командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента.
Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. Я хотел бы 200 грамм обезжиренного сыра. Ich hätte gerne 200 Gramm fettarmen Käse. В зоопарке у них 34 разных вида птиц. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Отпраздновать праздник можно по-разному. Или праздновать праздник можно по-разному. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Я прочитал интересную статью. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Мне сегодня нужно пойти к врачу. Ich muss heute zum Arzt. Ich muss heute zum Arzt. Когда ты был у дантиста или у зубного врача? Wann warst du beim Zahnarzt? Wann warst du beim Zahnarzt?
Люди бегут и просят убежища. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Он простужен и не может дышать носом. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Пожалуйста, задержите дыхание. Bitte den Atem anhalten. Bitte den Atem anhalten. Я работаю всю неделю, а также должен работать по выходным. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Мы поедем в любом случае, даже если идет дождь. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Поезд только что ушел. Почему ты так поздно? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Твои очки лежат на столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. На письменном столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. Мои родители живут в деревне. Имеется в виду в сельской местности. Meine Eltern leben auf dem Land. Meine Eltern leben auf dem Land. Вчера мы были на вечеринке. Gestern waren wir auf einer Party.
Gestern waren wir auf einer Party. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился.
Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается. Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf. Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin
hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Мы приняли Анету в наш клуб. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Я снял фильм в отпуске. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Пожалуйста, тише. Я начинаю запись. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Мне жаль. Наверное, я не обратил внимания. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Я должен остаться дома и смотреть за детьми. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Перед своим отпуском мне обязательно нужно навести порядок на столе. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Меня расстраивает то, что мне снова приходится работать сверхурочно. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Es regt mich auf, dass ich
schon wieder Überstunden machen muss. Спокойно, пожалуйста, не волнуйтесь. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Сегодня у тебя экзамен. Ты уже волнуешься? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt? Можно мне посмотреть ваши фотографии из отпуска? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Вчера наша новая соседка разговаривала со мной на лестнице. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Не могли бы вы включить отопление? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Мой зять работает в мебельной компании. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Касса находится впереди. Тебе нужно встать в очередь. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Бруно – сотрудник в туристическом агентстве. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro.
Эта работа для меня очень напряженная. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Если ты хочешь сдать экзамен, тебе придется больше прилагать усилий. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Я считаю эту работу очень стрессовой. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Вы уже заполнили заявку на жилищное пособие? Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Эту мазь нужно применять 3 раза в день. Diese Salbe muss man dreimal am Tag anwenden. Diese Salbe muss man dreimal am Tag anwenden. На встрече присутствовали все члены. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Сара не отвечала на мое письмо уже 3 недели. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. К сожалению, я не получил ответа. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Leider habe ich keine Antwort bekommen.
Я не буду платить за это. Сначала я хотел бы поговорить со своим адвокатом. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Если вы припаркуетесь здесь, я сообщу о вас, то есть настучу. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Я прочитал все объявления, но квартиры слишком дорогие. Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer. Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer. Вам не разрешено парковаться здесь, иначе вы получите штраф. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige. Я дарю им 2 билета на концерт. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Я не куплю ему ничего. Ich kaufe ihm gar nichts. Ich kaufe ihm gar nichts. Я дарю им 50 красных роз. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Ich schenke ihnen 50 rote Rosen. Я дарю ей сумочку. Ich schenke ihr eine Handtasche. Ich schenke ihr eine Handtasche. Я дарю ему книгу с правилами дорожного движения. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Я покупаю себе чемодан. Ich kaufe mir
einen Koffer. Ich kaufe mir einen Koffer. Я давно тебя не видел. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. А вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung.
сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут, если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру. Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую.
Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Петр не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером. Ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Heiner konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an
работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. Ну, то есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. На следующей неделе мы начинаем новую задачу. Wir nehmen nächste Woche eine neue Aufgabe vor. Wir nehmen nächste Woche eine neue Aufgabe vor. Я не могу принять эти условия. Ich kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Ich kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Нет, спасибо, я не пью алкоголь. Nein, danke, ich trinke keinen Alkohol. Nein, danke, ich trinke keinen Alkohol. При пожарной тревоге вам нельзя пользоваться лифтом. Bei Feueralarm dürfen Sie die Aufzüge nicht benutzen. Bei Feueralarm dürfen Sie die Aufzüge nicht benutzen. Больница принимает пациентов. Das Krankenhaus nimmt Patienten auf. Das Krankenhaus nimmt
Patienten auf. Для поездки я снял 500 евро со своего счета. Für die Reise habe ich 500 Euro von meinem Konto abgehoben. Für die Reise habe ich 500 Euro von meinem Konto abgehoben. Город должен организовать мероприятия для семей. Die Stadt sollte eine Aktion für Familien planen. Die Stadt sollte eine Aktion für Familien planen. Сначала все было очень трудно. Am Anfang war alles sehr schwierig. Am Anfang war alles sehr schwierig. Я беру свой зонт с собой. Ich nehme meinen Regenschirm mit. Ich nehme meinen Regenschirm mit. Трудовое агентство находится рядом с автовокзалом. Das Arbeitsamt befindet sich neben dem Busbahnhof. Das Arbeitsamt befindet sich neben dem Busbahnhof. Петра в отпуске, значит, она может нам помочь. Petra hat Urlaub. Sie kann uns also helfen. Petra hat Urlaub. Sie kann uns also helfen. Выхлопные газы из промышленности и домов загрязняют воздух. Abgase aus Industrie und Haushalten verschmutzen die Luft. Abgase aus Industrie und Haushalten verschmutzen die Luft. Могу я пригласить тебя на кофе? Конечно, с удовольствием. Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Aber ja, sehr gern. Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Aber ja, sehr gern. Ты уже знаешь мой новый адрес? Hast du schon meine neue Adresse? Hast du schon meine neue Adresse? Дословно переводится как «У тебя уже есть мой новый адрес?» Хорошее окончание школы очень важно. Ein guter Schulabschluss ist sehr wichtig. Ein guter Schulabschluss ist sehr wichtig. В целом я очень доволен своей работой. Im Allgemeinen bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden.
Im Allgemeinen bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Хозяин помог мне донести шкаф в квартиру. Der Abwart hat mir geholfen, den Schrank in die Wohnung zu tragen. Der Abwart hat mir geholfen, den Schrank in die Wohnung zu tragen. Шел очень сильный снегопад, но Петер все равно ехал на мотоцикле. Es lag sehr viel Schnee, aber Peter ist trotzdem mit dem Motorrad gefahren. Es lag sehr viel Schnee, aber Peter ist trotzdem mit dem Motorrad gefahren. Пожалуйста, брось это в мусорное ведро. Wirf das bitte in den Abfalleimer. Wirf das bitte in den Abfalleimer. Мне нужно передать этот пакет господину Мюллеру. Ich soll dieses Päckchen bei Herrn Müller abgeben. Ich soll dieses Päckchen bei Herrn Müller abgeben. Пациента госпитализировали. Der Patient wurde ins Krankenhaus aufgenommen. Der Patient wurde ins Krankenhaus aufgenommen. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Это все. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Я не люблю гулять один. Ich gehe nicht gern allein spazieren. Ich gehe nicht gern allein spazieren. Когда мой муж пришел, вечеринка уже закончилась. Als mein Mann kam, war die Party schon zu Ende. Als mein Mann kam, war die Party schon zu Ende. Из данных можно сделать вывод, что идет дождь. Aus den Daten lässt sich entnehmen, dass es regnet. Aus den Daten lässt sich entnehmen, dass es regnet. На следующем перекрестке нужно повернуть налево.
An der nächsten Kreuzung müssen Sie links abbiegen. An der nächsten Kreuzung müssen Sie links abbiegen. Моя сестра старше меня. Meine Schwester ist älter als ich. Meine Schwester ist älter als ich. Я жду тебя на вокзале. Ich warte am Bahnhof auf dich. Ich warte am Bahnhof auf dich. Мы участвуем в конкурсе. Wir nehmen an dem Wettbewerb teil. Wir nehmen an dem Wettbewerb teil. Шеф нанимает новых сотрудников. Der Chef nimmt neue Mitarbeiter auf. Der Chef nimmt neue Mitarbeitende auf. Der Chef nimmt neue Mitarbeitende auf. Верните посылку отправителю. Schicken Sie das Paket an den Absender zurück. Schicken Sie das Paket an den Absender zurück. Преступник был задержан. Der Täter wurde festgenommen. Der Täter wurde festgenommen. Олег очень похож на своего брата. Oleg sieht seinem Bruder sehr ähnlich. Oleg sieht seinem Bruder sehr ähnlich. Я отменил подписку. Ich habe das Abonnement gekündigt. Ich habe das Abonnement gekündigt. Мы говорили только об общих проблемах. Wir haben nur über allgemeine Probleme gesprochen. Wir haben nur über allgemeine Probleme gesprochen. На каникулах город предлагает детям различные развлечения. In den Ferien bietet die Stadt für Kinder verschiedene Freizeitaktivitäten. In den Ferien bietet die Stadt für Kinder verschiedene Freizeitaktivitäten. Он принимает вызов. Nimmt die Herausforderung an. Nimmt die Herausforderung an. Ну действительно, все, хватит. Also wirklich, jetzt reicht es. Also wirklich, jetzt reicht es.
Оттуда дорожка ведет вниз к долине. Von dort führt der Weg abwärts ins Tal. Von dort führt der Weg abwärts ins Tal. Там у светофора ты можешь перейти дорогу. Dort an der Ampel kannst du über die Straße gehen. Dort an der Ampel kannst du über die Straße gehen. Мне еще нужно помыть посуду. Ich muss noch das Geschirr abwaschen. Ich muss noch das Geschirr abwaschen. Сегодня я не могу, но завтра обязательно. Heute kann ich nicht, aber morgen ganz bestimmt. Heute kann ich nicht, aber morgen ganz bestimmt. Пожалуйста, прочитайте второй раздел. Lesen Sie bitte den zweiten Abschnitt. Lesen Sie bitte den zweiten Abschnitt. Ученики ведут себя хорошо. Die Schüler benehmen sich gut. Die Schüler benehmen sich gut. Пожалуйста, принимайте лекарства только по указанию. Bitte nehmen Sie die Medikamente nur nach Anweisung ein. Bitte nehmen Sie die Medikamente nur nach Anweisung ein. Я полностью доверяю тебе. Ich habe absolutes Vertrauen zu dir. Ich habe absolutes Vertrauen zu dir. На этом празднике мы очень хорошо повеселились. Bei dem Fest haben wir uns sehr gut amüsiert. Bei dem Fest haben wir uns sehr gut amüsiert. Вес увеличивается. Das Gewicht nimmt zu. Das Gewicht nimmt zu. Полиция задержала преступника. Die Polizei hat den Täter festgenommen. Die Polizei hat den Täter festgenommen. Я бы хотел прийти, но, к сожалению, не могу. Ich würde gerne kommen, aber es geht leider nicht. Ich würde gerne kommen, aber es geht leider nicht.
У нас только маленькая квартира, но мы довольны. Wir haben nur eine kleine Wohnung, sind aber damit zufrieden. Wir haben nur eine kleine Wohnung, sind aber damit zufrieden. Врач берет кровь. Der Arzt nimmt Blut ab. Der Arzt nimmt Blut ab. Я принимаю витамины каждый день. Ich nehme jeden Tag Vitamine ein. Ich nehme jeden Tag Vitamine ein. Полиция допрашивает свидетелей. Die Polizei vernimmt Zeugen. Die Polizei vernimmt Zeugen. Завтра можно будет снять повязку. Morgen können wir den Verband abnehmen. Morgen können wir den Verband abnehmen. До отправления у нас осталось 20 минут. Es bleiben uns noch 20 Minuten bis zur Abfahrt. Es bleiben uns noch 20 Minuten bis zur Abfahrt. Она хочет сбросить 2 килограмма за месяц. Sie möchte in einem Monat 2 Kilogramm abnehmen. Sie möchte in einem Monat 2 Kilogramm abnehmen. Полиция задержала подозреваемого. Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Дети иногда ведут себя плохо. Kinder benehmen sich manchmal schlecht. Kinder benehmen sich manchmal schlecht. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Мы можем встретиться завтра, но я буду свободен только после полудня. Wir können uns morgen treffen. Allerdings habe ich erst ab Mittagszeit. Wir können uns morgen treffen. Allerdings habe ich erst ab Mittagszeit. Моя дочь только что сдала выпускные экзамены. Meine Tochter hat gerade Abitur gemacht. Meine Tochter hat gerade Abitur gemacht.
Из отчета видно, что цифры растут. Aus dem Bericht lässt sich entnehmen, dass die Zahlen steigen. Aus dem Bericht lässt sich entnehmen, dass die Zahlen steigen. Все дети здесь. Sind alle Kinder da? Sind alle Kinder da? Свидетеля допросили. Der Zeuge wurde vernommen. Der Zeuge wurde vernommen. Комната освобождается. Der Raum wird ausgenommen. Der Raum wird ausgenommen. Было очень хорошо, однако мне нужно идти. Es war sehr schön. Jetzt muss ich aber gehen. Es war sehr schön. Jetzt muss ich aber gehen. Начиная со следующей недели наш магазин по субботам закрыт. Ab nächster Woche bleibt unser Geschäft Samstag geschlossen. Ab nächster Woche bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Моя подруга работает в отделе у госпожи Кауфман. Meine Freundin arbeitet in der Abteilung von Frau Kaufmann. Meine Freundin arbeitet in der Abteilung von Frau Kaufmann. Я выкраиваю время для тебя. Ich nehme mehr Zeit für dich. Ich nehme mehr Zeit für dich. Моя подруга встретила меня на вокзале. Meine Freundin hat mich vom Bahnhof abgeholt. Meine Freundin hat mich vom Bahnhof abgeholt. Температура повышается. Die Temperatur nimmt zu. Die Temperatur nimmt zu. Мы же договорились, что ты закупишь напитки. Wir hatten doch abgemacht, dass du die Getränke besorgst. Wir hatten doch abgemacht, dass du die Getränke besorgst. Возможно, мы останемся на несколько дней дольше. Это зависит от погоды. Vielleicht bleiben wir ein paar Tage länger. Das hängt vom Wetter ab. Vielleicht bleiben wir
ein paar Tage länger. Das hängt vom Wetter ab. Это было очень дорого. Одна только еда стоила более 50 евро. Es war sehr teuer. Allein das Essen hat schon über 50 € gekostet. Es war sehr teuer. Allein das Essen hat schon über 50 € gekostet. Наш отпуск был потрясающим приключением. Unser Urlaub war ein tolles Abenteuer. Unser Urlaub war ein tolles Abenteuer. Учитель принимает задания. Der Lehrer nimmt die Aufgaben entgegen. Der Lehrer nimmt die Aufgaben entgegen. К сожалению, я должна отменить нашу встречу, потому что я заболела. Ich muss unser Treffen leider absagen, weil ich krank geworden bin. Ich muss unser Treffen leider absagen, weil ich krank geworden bin. Ты должна обработать рану спиртом. Du musst die Wunde mit Alkohol reinigen. Du musst die Wunde mit Alkohol reinigen. Я похудел на 10 килограммов. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Свет горел всю ночь. Das Licht war die ganze Nacht an. Das Licht war die ganze Nacht an. Они принимают лекарства регулярно. Sie nehmen Medikamente regelmäßig ein. Sie nehmen Medikamente regelmäßig ein. Нам нужны альтернативные источники энергии. Wir brauchen alternative Energien. Wir brauchen alternative Energien. Роман рассказывает совсем обычную историю. Der Roman erzählt eine ganz alltägliche Geschichte. Der Roman erzählt eine ganz alltägliche Geschichte. Он делает вид, будто мы никогда об этом не говорили.
Er tut so, als ob wir nie darüber gesprochen hatten. Er tut so, als ob wir nie darüber gesprochen hatten. Вы можете зарегистрироваться как лично, так и через интернет. Sie können sich sowohl persönlich als auch im Internet anmelden. Sie können sich sowohl persönlich als auch im Internet anmelden. Цена постоянно увеличивается. Der Preis nimmt ständig zu. Der Preis nimmt ständig zu. Это самое красивое, что я когда-либо видел. Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe. Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe. Дети любят приключенческие истории. Die Kinder lieben Abenteuergeschichten. Die Kinder lieben Abenteuergeschichten. Ты очень хорошо играешь на пианино. Du spielst aber gut Klavier. Du spielst aber gut Klavier. Тогда увидимся, значит, во вторник. Dann sehen wir uns also am Dienstag. Dann sehen wir uns also am Dienstag. Это позже, чем я думал. Es ist später, als ich dachte. Es ist später, als ich dachte. Полиция допросила свидетеля. Die Polizei hat den Zeugen vernommen. Die Polizei hat den Zeugen vernommen. Мария – моя старая подруга. Maria ist eine alte Freundin von mir. Maria ist eine alte Freundin von mir. Врач выписал ему лекарства, которые нужно принимать ежедневно. Der Arzt hat ihm Medikamente verschrieben, die er täglich einnehmen soll. Der Arzt hat ihm Medikamente verschrieben, die er täglich einnehmen soll. Политики анализируют ситуацию на рынке труда.
Die Politiker analysieren die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die Politiker analysieren die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Я не знал, что у тебя сегодня день рождения. Ich hatte keine Ahnung, dass du heute Geburtstag hast. Ich hatte keine Ahnung, dass du heute Geburtstag hast. Пожалуйста, убедитесь, что вы запираете дверь, уходя. Achten Sie bitte darauf, dass Sie abschließen, wenn Sie gehen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie abschließen, wenn Sie gehen. Я принимаю твое предложение. Ich nehme dein Angebot an. Ich nehme dein Angebot an. На изображении вы видите, как включить устройство. Auf der Abbildung sehen Sie, wie man das Gerät einschaltet. Auf der Abbildung sehen Sie, wie man das Gerät einschaltet. Грегор финансово зависит от своих родителей. Gregor ist finanziell von seinen Eltern abhängig. Gregor ist finanziell von seinen Eltern abhängig. Он отказался от моего предложения помочь ему. Hat mein Angebot, ihm zu helfen, abgelehnt. Hat mein Angebot, ihm zu helfen, abgelehnt. Давайте проголосуем по этому пункту. Lasst uns über diesen Punkt abstimmen. Lasst uns über diesen Punkt abstimmen. Она принимает посылку. Sie nimmt das Paket entgegen. Sie nimmt das Paket entgegen. Пожалуйста, не выбрасывайте биоотходы в обычный мусор. Werfen Sie den Bioabfall bitte nicht zum normalen Müll. Werfen Sie den Bioabfall bitte nicht zum normalen Müll.